Ich habe noch zu wenig, Analysedaten, was so das höchste von den Gefühlen ist hier in der Schweiz, wenn man das voll würde ausreizen. Aber ich denke, realistisch so auf einem kleineren Level, auf einem kleineren YouTube-Künstler-Level, müssten das schon 3, 4, 5'000 Views müssten da machbar sein. Also über einen längeren Zeitraum natürlich, wo sich ansammelt. Aber ich muss mir so vorstellen, nicht nur die YouTube-Uploads können halt Daily Views haben, sondern auch die Video-Playlists können auch täglich gestreamt werden. Und was viele auch noch nicht so wissen, ist, umso mehr Views die Video-Playlists generieren, umso mehr werden die auch recommended. Weil die werden in der Suchabfrage, wenn jetzt jemand nach Klick 713 würde suchen, werden die Video-Playlists auch berücksichtigt. Teilweise, vielleicht habt ihr das selber schon mal gesehen, wenn ihr auf YouTube etwas am Suchen sind, teilweise werden eben auch ganze Playlists recommended. Und der Algorithmus schaut sich natürlich an, umso länger da jemand in dieser Video-Playlist bleibt, umso mehr Watchtime gibt das natürlich für die Click 713 Uploads jetzt in dem Fall, also für den Channel, weil das sind alles Uploads, die auf dem Channel entstanden sind. Und das füttert alles halt der Algorithmus und macht eigentlich nicht nur den Channel stärker und die individuellen Uploads, sondern sammelt auch mehr Views für die Playlist, was wiederum auch mehr recommended wird. So. Darum mein Vorschlag dort ganz pragmatisch für Leute, die das mal testen wollen. Schaut alle eure Uploads an, wie in dem Fall auf dem Channel, wo wir uns jetzt anschauen. Bei der Joni vor Klick, easy, da Invasion, Klick, sie weiss, 3 Invasion. Schaut euch aber alle Uploads an, wenn ihr einen eigenen YouTube-Channel habt. Tun sie in eine Video-Playlist, so wie die Jungs das gemacht haben. Macht zum Beispiel eine Hauptplaylist, die könnt ihr nennen, wie erwähnt. Möglichst etwas, wo halt euer Künstler oder Künstlerinnennamen oder innen hat. Und dann tun mal diese Playlist als Ganzes in eure IG-Bio rein. Und kommuniziert die mal ein bisschen. Ihr würdet euch wundern, wie viel dort halt auch nachher einfach organisch auf die Playlist würdet stoßen und nachher halt in eurer Welt, sozusagen in eurem Kosmos, länger dort bleiben. Weil eben, wenn man da aufs erste Video klickt oder auf irgendein Video, kann man die URL da raus kopieren und dann der draufklickt, ist dann gerade im Video drin, im jeweiligen Upload, aber auch gerade in der Playlist. Und das Geile ist, das kann man von jedem Punkt machen. Also kann man auch von Track 4 starten zum Beispiel. Und dann seht ihr, da ist man immer noch in der Video-Playlist. Darum, das ist so ein bisschen, wie will man sagen, Advanced YouTube Künstler-Game. So.